Klimawandel gëtt net. Scheiß Political Correctness. Ich darf dann wohl so, was ich will. Ich bin kein Rassist. Nee. Das Greta, das soll mir an die Schule gehen. Schön, geht lo durch. Umstamine. Nicht argumentieren. Willkommen beim Umstamine, nicht argumentieren, dem Podcast von ASTM und zum Nabisch beim Klimabündnis Lützeburg a Radio ARA. An diesem Podcast geht es darum, wie ein op Stammtischparolen kann smart, clever, souverän reagieren. Das Prinzip ist ganz einfach. Ich habe mal Gast bei mir im Studio, mit dem ich vier Spielen, wie eben ein Stammtischparol an den Raum geklagt wird, und wie darüber kann reagieren. Nur ein paar Minuten analysieren wir die Reaktion und probieren eine Strategie zu entwerfen, was den du noch besser machen kann. An Haut bei mir im Studio für den Stammine ist Birgit Engel. Moin Birgit. Moin. Birgit, du bist studiert Geografin, kommst aus Deutschland und schaffst dort zu deiner mehr wie 12 Jahre für das Term, für das Klimabündnis für die Nord-Süd-Wolle, richtig? Genau, richtig, ja. Du kennst das Prinzip von der Sendung, oder? Ja. Okay, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, hier ist dein Stammtischparol. Der Klimawandel geht nicht. Den ist nicht Menschen gemacht. Das ist alles nur eine grosse Verschwörung und eigentlich geht es nicht mehr darum, Angst zu machen. Was genau meinst du damit? Meinst du echt, dass ein Trend? Meinst du die Ursache vom Klimawandel? Oder meinst du echt die Folgen? Das heißt, der Mensch ist fähig, sich anzupassen, beziehungsweise positive Folgen vom Klimawandel so mehr wie die negativ. Was meinst du davon genau? Also, ich habe ganz viel Video geguckt und es gibt auch keinen wissenschaftlichen Konsens dazu. Es gibt ganz viele Wissenschaftler, die sagen, dass das alles Quatsch ist, dass das übertrieben ist und dass auch der Klimawandel total überschätzt wird, dass das ganz natürlich wäre und zum Beispiel im Mittelalter wäre doch schnell warm. Also wir können ja hier aber nicht Äpfel mit Bieren vergleichen. Das ist zwar richtig, dass es am Mittelalter mehr warm war, aber da muss ein ganz regional auch gucken, natürlich die Durchschnittstemperatur auf der Erdhalbkugel, auf der Erde war nicht mehr heiß, aber es gab regionale Plätze auf der nördlichen Halbkugel, die mehr warm waren. Und das ist richtig. Das heißt, das kann ich da aber nicht so ein pauschal Aussatz draus machen, dass es im Mittelalter einfach mehr warm gewesen wäre wie heute. Und da hat es am Anfang auch direkt schon an der Diskussion, was hier einfach ganz oft gemacht wird. Es ging einfach pauschal aus so ein teilweise gemacht Stammtisch, die nicht unbedingt wissenschaftlich fundiert sind, aber die einfach darauf basieren, dass einfach viel Meinungen oder viel, was die Klebe will, einfach immer gesagt wird, immer wiederholt wird, ob das von Wissenschaftlern ist, von ganz bestimmten Wissenschaftlern, von Wissenschaftlern, die ganz Not zum Beispiel bei der fossilen Industrien zum Beispiel sind, dass die einfach immer zitiert gehen, an was die Leute einfach hören wollen, als natürlich das, was ganz nah bei ihrer eigenen Meinung ist, an was sie das umso mehr oft hören, weil das einfach mehr glaubwürdig Ich verwerte sollen die Wissenschaftler Männer recht tun wie die anderen. Ich verstehe nicht, wie immer, ob die Wissenschaftler gefragt wird, die das so, was den Leuten gerade nicht gefällt. Die Majorität von den Leuten will eben hören, ja, der Klimawandel ist schlimm, bla 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 und so weiter, wir mussten es ändern. Mit Kindern auch die Sohn, die eben gegen den Mainstream sind, an die gibt permanent die vermehrt. Das verstehe ich nicht. Für was sollten die Leute dann gern hören wollen, dass der Klimawandel gibt? Ich meine, das ist ja nicht Angenehmes. Das T-Shirt mischt am Anfang überhaupt keinen Sinn, dass Leute sich auf so eine Nachricht auch stürzen, wenn sie selber da am Anfang just nur den Leuten davon haben. Okay, ich freue mich schon einfach. Der Klimawandel irgendwo, ja, dann hat sich etwas, das kann ich akzeptieren. Mir es geht ja gesagt, der Mensch ist daran schuld. Und da gibt es einfach verschiedene Theorien, und das ist einfach nicht bewiesen, dass wir zu 100% für den Klimawandel verantwortlich sind. Und da gibt es also schlecht für Gewisse gemacht, für das, was ich nicht will unholen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es nach wissenschaftlichen Beweisen am Anfang braucht, für zu untermauern, dass einen großen Teil vom aktuellen Klimawandel vom Mensch gemacht ist. Also wir schwätzen natürlich noch nicht von irgendetwas, was an der Erdgeschichte geschieht ist. Natürlich nicht. Wir schwätzen von der Zeit, die zur Industrialisierung vergangen ist, wo einfach fossile Energien eine unheimlich große Rolle gespielt haben und immer noch spielen übrigens. An der Zeit
hört sich einfach einer wissenschaftlichen Erkenntnis. Da brauche ich just am Anfang Blick wirklich auf den letzten IPCC-Rapport auch zu geheim, dass da steht es einfach ganz klar dran, dass die Zeit von der Industrialisierung, was sich da am Bereich von CO2-Emissionen gemacht wird, dass die effektiv vom anthropogenen Ursprungs sind. Und da geht es einfach kein Zweifel mit rund. Natürlich fanden wir immer an sozialen Netzwerken oder auch an ganz bestimmten Medien Meldungen, die Gegenteil behaupten. Da muss ich natürlich mal gucken, wie steht Dohanna. Guckt einfach mal an das Impressum. Wenn steht Dohanna, also überhaupt ein Impressum Ugin von Leuten, die eine andere Meinung am Anfang publik machen. Oder sind es zum Beispiel Medien, egal ob Zeitungen oder egal was, wie gehen die zum Beispiel finanziert? Also ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, dass ich gehe mal einfach als Beispiel die USA oder da verschiedene Institute zum Beispiel oder auch eben Medien ganz klar gehen, die von der fossilen Wirtschaft einfach auch getragen gehen. Und da ist natürlich auch ein Selbsterhaltungstrieb für zu sagen, wir sind der Auffassung, dass es den menschengemachten Klimawandel gar nicht gibt. Es gehen immer wirtschaftliche Interessen, aber die wirtschaftlichen Interessen haben uns ja auch immer geholfen, dass wir als Menschen weiterentwickeln. Aber wie sieht, dass wir nicht eigentlich das Problem auch können mit der Technik an Kreativität lesen? Wir müssen einfach die Leute drin lassen. Platz, dass die Jungen frei des Schulschwänze sollen sie einfach studieren, für das eben nur vielleicht Sachen erfahren, die als helfen, den Klimawandel eben als unzupassen, auch einfach durch als Technologie. So hast du Menschen, das ist mega kreativ wir haben immer Lesungen von als Probleme. Ich so gar nicht gegen die Kreativität am Gegenteil. Das ist aber just doch so, dass viel von den technischen Ideen oder von den Sachen, die am Anfang schon entwickelt wurden, dass die an den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten, dass die sich auch als einfach trotz allem nach ein bisschen utopisch oder vielleicht auch zu daher nicht machbar. Also es gibt viele verschiedene Gründe rausgestellt hun an da sind einfach auch Limite gesagt auch Reise als Mensch, auch wenn man viel Leid gibt, die das nicht willen hören. Also bei allem Verständnis, ich muss einfach so wie als ich schaffe 40 Stunden Woche, ich schaffe hart, ich schon mehr meine Vakanz, mein Auto, mein Fleisch verdient. Das ist einfach das, was ich will, aber brauche, kein soll mehr das von der Schrift schlecht machen. Das ist einfach überdriven. Das ist schon komisch, aber das ist im Fond genau das, was verschiedene Konzerne, wie zum Beispiel BP, an einer fossil Energiekonzerne am Anfang 4 haben. Sie haben, also BP hat das zum Beispiel so gemacht, die haben 2004 eine Agentur damals beauftragt, einen Online-Calculator für den Footprint abzustellen. Das heißt, sie wollen am Anfang die ganze Responsabilität, die sie mit ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten verursacht haben, an die ganzen Emissionen, die wollen sie am Anfang auch bei den Konsument auch zurückgehen. Das heißt, sie wollen den Konsument auf hier responsabel machen, das Thema hat eigene Aktivitäten auf individuellem Niveau wirklich etwas gegen den Klimawandel machen könnt. Einfach für davon auch aufzulenken, was sie machen. Aber genau das ist einfach der Punkt, dass wir als davon nicht dürfen täuschen lassen. Also wie viel Konzerne einfach an dem ganzen Spiel verursacht haben am Bereich anthropogenen Klimawandel. Das ist ja nicht damit getan, dass ihnen das auf den Kap rechnet. Ein großen Teil entsteht einfach immer noch durch die wirtschaftliche Aktivität und da muss man für allem umsetzen. Dass ihnen auf individuellem Niveau etwas machen kann, das steht außer froh, mit das ist ein kleiner Teil. Ich muss nicht mein Leben radikal ändern. Nicht für das, die kleinen Greta, die frei auf die Straße gehen, mehr so ein guter weißer Mann. Das habe ich nicht gesagt. Also, es trägt natürlich schon dazu bei. Aber wir müssen als auch klar sein, dass wir als am Anfang am besten politisch engagieren, dass wir als von den Konzernen nicht alles einfach so losen, dass wir nicht einfach die Responsabilität unholen, die sie als gehen, just für das sie noch nach mehr können verkaufen, nach mehr verknaschten. Jeder Verein kann auf seinem Niveau etwas machen, andere müssen aber alle gut zusammen auch etwas auf politischem Niveau machen.
wie viel Wert muss ich schlecht gewissen hun? Ich fuhr ein Auto, ich fliege ein Mal am Jahr in Vakanz, ich esse Fleisch, das sind alles Sachen, wo ich so, das ist normalen Durchschnittsbürger, von den Stöfen muss ich auch rechtfertigen, einfach nehmen, normal zu sein. Also, ich habe ein Auto, ich fliege in Vakanz 4 Mal am Jahr, ja, mehr dafür schaffen nicht viel, das habe ich nicht mehr verdient. Kann ich natürlich auch nicht gesehen. Also wenn man Lumol Erd als Ganze gucken, dann muss ihn sich natürlich fragen, wo lebt so ein Durchschnittsbürger? Lebt den vielleicht just halt zu Lützeburg, lebt den eventuell vielleicht nach an Deutschland oder an den USA? Da das schon ein gut froh, auch da geht es viel Unterschiede, aber wenn wir dann an Indien gucken oder ich soll mal an Nigeria oder was weiß ich wohin, an Südamerika, da sieht das ganz natürlich anders aus. Da verteilen sich die ganzen CO2-Emissionen, die einfach halt zum Klimawandel auch beitragen, nicht unbedingt ob die Leute, aber ganz viel einfach auch ob die Leute, die zum Beispiel eben an Europa leben, weil wir einfach als Lebensstil exportieren. Mir tut das genauso populistisch, weil, wenn sie Kinder so leben wie mir, giffen sie auch leben. Sie will ja auch ein Auto, sie will noch an Vakanz fahren. Es sieht ja auch kein Mensch etwas da geht. Die Frage ist just, wie kriegen wir das einfach globale bisschen mehr gerecht verteilt. Weil das natürlich richtig, dass man einfach nicht alle Gute so leben können, aber das genauso falsch zu sagen, okay, ein Teil von der Menschheit darf so leben. Also du willst auf Sachen verzichten? Verzicht heißt nicht unbedingt etwas Schlechtes. Verzicht kann auch etwas ganz Gutes für die Persönlichkeit, für die Gesundheit an Sophia noch sehen. Das gesagt denn zum Beispiel an der aktuellen Pandemie ganz gut. Wie viele Leute Hulo zum Beispiel, ich soll mal die Beschreibung für sich entdeckt. Wie viele Leute geht das wirklich gut? Es gibt sogar von Doktoren teilweise auch schon verschrieben, hey, geh mal einen Rund an den Busch und dann sagst du mal, dass der wirklich besser geht. Es braucht nicht unbedingt immer etwas Neues. Ich denke mal drüber nach. Mehr braucht er doch nicht. Okay, Birgit, das war ein Ritz durch ganz Klimadiskussion, gebe ich so ein. Wie fühlst du dich, Lo? So wie ihn sich Stammtisch fühlt. Also ich meine, da kriege ich ja ganz viele Sachen einfach Viergeheit und wird nicht richtig ausdiskutiert. Und das hätte aber auch einen guten Grund. Also ich meine, wenn ihn sich mal so ein bisschen die Idee oder das Konzept von so einem Klimaskeptiker anguckt, dann wird das natürlich einen guten Grund. Also was mir aufgefallen ist, als du hast auf mein Stammtischparole am Anfang, hast du eigentlich mit einer Gegefrage geantwortet als Strategie. Du hast mich dazu gefragt, was eigentlich besteht und ob ich echt ein Klimaleugner, Klimaskeptiker bin, ob ich sozusagen den Menschen vorstellen. Also damit hast du mich ja eigentlich überfordert, weil darüber nicht mal nicht so Gedanken gemacht. War das bewusst? Natürlich, das war kein Zufall. Also man muss natürlich einen Klimawandelleugner oder Skeptiker auch für dich mit Gefühl gehen, hey, hast einen, den dir noch lauscht hat. Das heißt, du kannst einmal erklären, wie du dich fühlst, für was du deine Meinung so hast. Und wenn du da direkt an genau dem nämlichen aggressiven Ton ihm anfasst, ich meine, dann hast du gewinnst du keine Blumen bei mir, dann hast du Diskussion rüber. Da bleibt das just bei einem Stammtisch, aber du erreichst nie, dass irgendein dir noch lauscht. Ist dann überhaupt so wichtig, zwischen Klimaleugner und Klimaskeptiker zu unterscheiden? Gibt es wissenschaftliche Konsens, was eigentlich den Unterschied ist? Also ich muss ehrlich so, für mich sind die Übergänge da relativ fließend. Also weil Klimawandelleugner heißt ja am Anfang, dass engem Argument, sachlichen Argument gegenüber überhaupt nicht zugänglich. Also an der Skeptiker, da hätte ich vielleicht noch Chance, immer verschiedene Argumente auch nach Wissenschaft zu überzeugen. Ich muss ehrlich sagen, von den Leuten, die mir bislang von dem Genre begegnet sind, kann ich just sagen, hey, die kannst du an den Dippe gehen. Ja, also ich hatte kürzlich auf YouTube ein Video gesehen von Richard David Precht am Gespräch mit Heisel Brugger. Und er hat gesagt, dass er sich eigentlich gar nicht mehr mit Leugner, Skeptiker beschäftigt, weil er sieht, die sind eigentlich ungefährlich. Gefährlich sind die Leute, die sind der Jahrzehnten vorrecht wissen und so akzeptieren, weil es Leute sind, die eine gewisse Bildung haben und alles, an die aber gegen hier besser Wissen handeln. Das wäre eigentlich die gefährlich. Aber wie weit gehst du ihm recht? Also ich meine, das schon viel drin. Also das Beispiel, das ich für drin mit BP genannt habe, das ist kein Einzelbeispiel. Also das gilt zum Beispiel für Shell, das gilt für Chevron Texaco, das gilt für und allem für die Großkonzerne aus dem Bereich fossile Energien. An die weiß schon an den 50er, 60er Jahren vom letzten Jahrhundert,
hatten die einfach Resultate um Tischlein und die haben einfach viel Leid beschäftigt, für zu gucken, wie verheimlichen wir das für der Öffentlichkeit. Und ich meine, dazu genau die Leid, ob die meist muss konzentrieren, was politische Arbeit angeht. Wenn wir nur zurückgehen, ob als Diskussion, hast du ein Gefühl, dass es Sinn macht, mit Klimaskeptikern nach zu schwarze Wege an Diskussionen ranzugehen? Oder siehst du, dass du gewinnst den nicht? Ich gebe generell nicht so, es soll ihn nicht probieren. Also ich mein, muss ihn von der Qualität von den Leugnern oder Skeptikern auch noch so ein bisschen aufhängig machen. Also wenn ich mal so verschiedene Leute angucken, wie für mal bei einem ganz prominenten Beispiel zu bleiben, auch wenn der vielleicht nicht mehr so prominent ist, den Trump, also bei dem ist natürlich all Diskussion sinnlos. Also ich meine, das nicht nur über Klimawandel, ich meine, das generell all Diskussion sinnlos. Also ich meine, wenn das natürlich so eine Qualität hat, dein Gegenüber, dann kannst du direkt vergessen. Ne? Also ich meine, dann fand es mit Sicherheit eine sinnvolle Zeit für etwas anderes zu machen. Ich meine, vielleicht die aus drin, sie vielleicht echt der Junker, die auch sich für Fridays for Future engagiert tun, an die sie befrohen, ihn bei mir in der Familie, die sieht immer, dass der Blödsinn ist, dass ich soll an Schule gehen, und dass sowieso der Klimawandel, dass das kein großes Problem ist. Was soll ich dem so, wie hat soll reagieren oder hin? Ja, also ich meine, da hilft wirklich einfach auch ein fundierte Information. Also mir haben nicht nur mit dem IPCC-Report, mehr auch einfach mit vielen anderen Publikationen, haben wir einfach, ich soll mal alles an der Hand für die Leute auch überzeugen zu können. Das muss just über Saat gehen am Anfang. Also das heißt, über Saat an einen Spruch, die man in unserem Alltag auch können benutzen. Also ich meine, wenn den Spruch natürlich vom IPCC-Rapport anguckt, das in Domata Leute nicht überzeugt kriegt, das dir wir ja nicht wundern, aber es muss ihn einfach mit ganz konkrete Beispiele auch aufhängen. Also das ist ja nicht so, dass in Europa der Klimawandel nach nicht gibt gesehen. Wir haben auch Beispiele an, sie sind vielleicht für uns noch nicht so schlimm wie Klimawandelfolgen auf den Philippinen oder so, wo vom Allmond 4 oder 5 Taifune schon auftreten, die einfach immer mehr schlimm gehen. Natürlich haben wir das nicht. Aber wir haben auch einfach echt Zeichen vom Klimawandel an, da das dann natürlich nicht eng froh Datei zu gesehen, sondern auch einfach mal global zu gucken. Also seht ihn immer so schön über den Tellerrand gucken und da muss ihn wirklich auch mal gucken, was tun wir dann einfach da mal dazu dienen, dass das Dohanen viel mehr schlimm geht. Und dort, das dann viel. Negierung könnt ihr meistens als Sänger Aufhaltung bisschen Angst für Veränderung. Ich meine, die Menschen sind gewöhnt sehr an, dass sind auch wenn sich gerne schwer die Probleme, die hört, mit will auf keinen Fall nach mehr Probleme, ich will auf keinen Fall, dass sich noch müssen verändern und so weiter. Aber wie weit kann denn eben die Leute aufholen, wo sie sind, an ihrer Angst, dass eben eine Klimapolitik gibt für sie massiv mehr schlecht Leben bedeuten? Wie kann ihn da umgehen? Ja, das ist am Anfang genau das, was du siehst. Also Leute da sicher gehen, wo sie stehen. Und ich meine, das ist einfach auch bei Klimawandelskeptikern einfach wichtig, für echt hinmal Gefühl zu gehen, okay, erklär mir einfach mal, was dein Punkt ist, was deine Meinung ist. Vor allem, wie du zu der Meinung auch kennst. Also, weil dann liefern sie am Anfang selber Argumente oder Punkten, wo ihn kann nachhaken an, wo ich kann mit eigenen Argumenten dann vielleicht auch etwas Positives erreichen. Wenn ihn aber sich direkt auf dem nämlichen Niveau dann alles an aggressiv Stammtischparolen davon sich geht, ich meine, dann ist natürlich die Diskussion rüber, dann da geht gar nicht mehr. Wenn ihn aber auch mal von der eigenen Entwicklung oder von dem eigenen Leben von Leuten guckt, dann ist es natürlich so, dass sich die Möglichkeiten, die man heute tun, dass die sich einfach vervielfältigt und dass vieles, was früher vielleicht, was den sich gut leichten konnte, als Haut, können Leute sich Haut teilweise über den Weekend mal leichten, wie sie siehst, am Flieger oder so. Aber genau das ist, wenn man da Hanna guckt, natürlich kein wie soll ich nennen, kein
am Funk keine positive Entwicklung, weil sie einfach mehr Probleme mit sich bringt, was sozial an Umweltstandards angeht, wie die Vierdeler von einem zufriedenen Konsument. Also das kann einfach da nicht sein, aber viele Leute haben einfach Gefühl, dass sie Haut so ein bisschen von der Wirtschaft auch aufgehangen gehen, und wollen sich dann einfach auch kurzfristig da einfach für sich selber etwas sichern, was sie dann einfach festhalten können. Und ich meine, das ist einfach eine Sache, die also immer durch die Wirtschaft auch so indoktriniert gehen, weil einfach immer geheischt wird, okay, du musst mehr kaufen, für zufrieden zu sein, du musst genau die Produkte haben, so aus der Leben nicht wert. Und so geht das ja halt auch mit den echten Kringen-Produkten. Das heißt, es kriegen nach gesagt, okay, wenn du das Low kaufst, dann kannst du ruhig Gewissen haben, was die Umwelt angeht. Und das ist aber trotzdem nach dem Produkt mehr. Also, da muss wirklich da gucken. Und durchstellen ich mir persönlich auch immer froh, okay, das ist natürlich nicht einfach, der Werbung zu widerstehen oder vielleicht auch immer zu erkennen, wie die Strukturen halt von der Werbung funktionieren. Ich meine, das fängt ja damit an, dass der Supermarché zum Beispiel an einer ganz bestimmten Reihe folgt und dann mit ganz bestimmten Strukturen noch abgebaut ist, für das okay Produkt verpasst. Und ja, die Leute holen das aber einfach so hin. Das ist irgendwie auch ein komische Sache. Also wenn du etwas aus der Politik kennst oder wenn du etwas aus der Gesellschaft kennst, dann jeizen die Leute direkt, hey, du kannst mir nicht verbieten oder so. Aber wenn du etwas von der Wirtschaft über die Werbung kennst, da geht das einfach aufgesehen. Das ist doch komisch, oder? Ich meine, du warst zwar ein Anerkeier, du warst sicher rein im Studio, Birgit. Das war sie. Merci für heute. Okay, gern geschieht. Eddie. Stamine. Nicht argumentieren. Das wäret für diesen Monat von meiner Seite. Nicht argumentieren wird produziert von ASTM an Zusammenarbeit mit Radio ARA an dem Klimabündnis Lützeburg. Das Sendung basiert auf der Idee Klimaartikulieren vom Klimabündnis Österreich, finanziert vom österreichischen Umweltministerium. Klimabündnis Lützeburg hat diese Idee unter dem Titel Klimaargumentieren umgesetzt. Ihr könnt die aktuell Folge Stamine auch immer auf der Website Radio Lara lauschen und rufen. Ihr findet es auch auf Spotify an andere gängige Podcatchern. Hanna lost also auch gerne eine Bewertung. ASTM findet ihr auch auf Facebook und Instagram und natürlich an astm.lu. Fragen und Kommentare zur aktuellen Sendung könnt ihr gerne richten und podcast@astm.lu. Mein Name ist Cedric Reichel. Merci für das Lauschen und bis die nächste Woche. Und denkt dran, think global, act local.